wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze und weiss, hey, er weiß, was er macht, dann brauche ich wie gar keine Gründe mehr, warum ist das jetzt so und wie sieht es dann in Zukunft aus und so weiter und so fort. Es ist mir eine besondere Ehre und eine Freude, den Reto Kaltbrunner heute im LiveNet-Talk zu begrüßen. Alter Freund, kann ich sagen, von mir, wo wir uns etwa getroffen haben an Mannenkonferenzen vor Jahren und einfach unterwegs im ICF immer wieder mal einander begegnet sind. Und er hat den Mut gehabt, ein Buch zu schreiben, das jetzt rausgekommen ist in diesen Tagen im SCM Hensler Verlag. Das ist das hier, das Buch «Mit ganzer Kraft schwach. Gottes Stärke und unser Glaube, wenn Heilung ausbleibt.» Also das deutet schon an, dass bei ihm eine Geschichte ist reingekommen, wo der ja, jung, dynamische Pastor irgendwo hat in eine Herausforderung hineingebracht und jetzt doch einiges hat ja, in seinem Leben anders verlagert und immer wieder Challenges sind gekommen. Und da wollen wir darüber reden mit dem Reto. Zuerst mal begrüße dich ganz herzlich, Reto. Herzlich willkommen hier in diesem Gespräch. Danke vielmals, Flo. Schön, zum da zu sein. Und das, was eben dir dieser das Leben auf den Kopf gestellt hat, ist auch mit der Grund, warum dass wir uns nicht hier in Bern jetzt getroffen haben, gell? Weil auch schon nur eben die Reisestrapazen und das für dich von der Energie her eben nachher kann schwierig werden. Darum haben wir uns jetzt hier entschlossen, im Zoom das heutige Gespräch zu führen. Sag doch du gerne schnell selber ein bisschen mehr zu dem. Das ist schlussendlich das chronische Fatigue-Syndrom, das 2020 als Diagnose dagestanden ist und eben mehr und mehr in deinem Leben hat Veränderungen gebracht. Was heisst das genau? Was ist das? Ja, also genau, chronisches Fatigue-Syndrom ist eigentlich kurz gesagt, wenn der Energiehaushalt vom Körper nicht mehr funktioniert und wenn der Körper nicht mehr in einem normalen Tempo sich erholt und überdurchschnittlich viel Energie ausgibt für eigentlich normale Aufgaben, wo man sich dann überdurchschnittlich lang muss davon erholen. Mhm. Also so erlebe ich's und ähm, es ist dann noch 'ne zweite Diagnose dazugekommen jetzt, vor einem halben Jahr. Und zwar, habe ich erfahren, dass ich, Rheuma habe und das erklärt dann auch die Schmerzen. Ist für mich, positiv, um das zu wissen, weil dann weiss man auch, wie dass man das anpacken kann. Ganz am Anfang ist alles so, 'n bisschen ein Gespenst gsi, und nach dies nach, ja, haben wir ein bisschen mehr Durchblick. Wobei CFS ja immer noch, eigentlich die schlechtest erforschte, chronische Krankheit ist, von wo so viele Menschen davon betroffen sind. Mhm. Genau, und das ist das, was bei dir so krass dein Leben hat ausbremset, abgebremst, kann man sagen. Du bist einer, der, weil auf der ersten Seite beschreibst du das eben jetzt im Buch, der ständig auf Achse war, immer viel am Laufen hatte, die Mails schnell beantwortet, höchstes Tempo in allem. So dein Lebensgefühl kurz ein bisschen beschrieben, oder? Ist das gesehen? Gäng dein Allerbeste gegeben hast, auch im Sinn von, ja, für Gott in dem Sinn, für die Mission, die er dir hat reingerufen. Und nachher ist das gekommen. Kannst du uns noch einmal ein bisschen zurücknehmen, wie das dann, ja, ist gesehen, die erste Auseinandersetzung sozusagen mit dem, ich bin schwach, ich kann nicht mehr, die Batterie ist schnell leer. Also, ich habe, Mühe gehabt, zum Zeichen von meinem Körper zu verstehen. Ich bin, relativ stark im Kopf, im Sinn von, dass wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich es auch. Und das halt dann in allen Lebensbereichen. Ähm, und das erste Mal gemerkt, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt, habe ich, beim Joggen. Also, ich habe regelmäßig Sport gemacht, ähm, und habe eigentlich bei meiner, wöchentlichen
Joggingrunde gemerkt, dass, in meinen Schienbeinmuskeln, krampfen. Ja, und dann habe ich nie Problem und, so weiterbekommen. Nachher hat es mich im, Herbst 2018, habe ich einen Crash gehabt, dann bin ich 'n Monat lang nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, also wirklich, halber tot gsi. Habe mich dann nachher wieder können, aufrappeln, habe das Gefühl gehabt: „Ja, ja, jetzt geht's ja wieder fürschi.“ Aber wenn ich ehrlich bin im Rückblick, habe ich, nie mehr als 60, maximal 80% Leistungsfähigkeit wieder erlangt. Und, bei mir ist dann relativ lang gegangen, bis ich das auch irgendwie habe können akzeptieren, dass jetzt das ein bisschen 'ne chronische Sache ist, wo man ein bisschen längerfristig muss, anschauen und auch in der Behandlung halt anpacken und wo's nicht so 'n Quick Fix gibt, den ich, gern gehabt hätte. Mhm. Und was du ja da hier sehr ehrlich schilderst, ist einfach, also von A bis Z eigentlich in diesem Buch fast der rote Faden, dass das Ringen mit dem allem und natürlich auch die theologische Auseinandersetzung. Aber im ersten Moment, da ist mir auch sehr eingefahren, die ganze Thematik um die Scham, die das auslöst, oder? Und die Identitätsfragen, die hier natürlich der erste Teil vom Buch ganz mega stark sind. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was ist denn das gesehen, das Auseinandersetzen? Du hast ja zuerst gedacht, auch ein Burnout, aber nein, jetzt ist es doch etwas anderes. Und Richtig, mit dem verbandelt ist mit dieser Scham- oder Identitätsthematik. ja. Also, es ist ja interessant, es gibt ja verschiedene, Menschen, Burnout-Typen. Die einen finden das ein Leistungsausweis und sagen, ist vielleicht eher noch ein bisschen so die ältere Generation und sagt: „Wenn du nicht mal ein richtiges Burnout gehabt hast, dann weisst du nicht, wie man richtig arbeitet.“ Und dann gibt's so ein bisschen die jüngere Generation, wo, vielleicht dann eher sagt: „Also, ein Burnout ist eigentlich ein schlechter Leistungsausweis, weil wenn du nicht einmal deine eigenen Körperressourcen kannst managen, wie willst du dann, ähm, 'ne Kille managen?“ Und das ist auch, der Grund gewesen, wieso dass ich mich, am Anfang von meiner Erkrankung eigentlich, eher, geschämt habe dafür, weil ich und darum auch wirklich mich gewehrt habe vor dieser, Burnout-Diagnose. Obwohl ich glaube heute, dass sicher auch, Burnout mindestens Anteil eine Rolle gespielt haben, am Anfang. Aber ich habe mich so gewehrt gegen das Ganze, weil es bei mir mit Scham verbunden, war, dass ich, das Gefühl hatte, ja, wenn ich ein Burnout habe, dann bedeutet das, dass ich mich selber über die letzten Jahre schlecht gemanagt habe. Und dann ist ja die logische Schlussfolgerung, also wie will ich dann können, in Gottes Reich brauchbar sein, sage ich jetzt, oder? Mhm. Ja, also wie, die hättest du als disqualifiziert gesehen, auch ein bisschen durch das, das beschreibst du ja sehr authentisch, oder auch die ganzen Themen rund um Schuldfrage und was, von wo kommt jetzt das? Also, wenn, habe ich, oder da sind diverse, eben die religiöse Themen, wo auch reinspielen und wo, wie soll ich sagen, wahrscheinlich sind die frisch an die Oberfläche gespült worden, oder? Bei dir innen, weil du vorher einfach hast können gäng mehr drauf packen und Vollgas laufen immer, oder? Ja, also ich bin wirklich mega mit Energie gesegnet gewesen. Ich habe eigentlich, wenn ich eine Idee hatte, wo ich das Gefühl hatte, die macht Sinn und die dient, Gottes Sache, dann habe ich also nicht überlegt, habe ich überhaupt Energie oder Zeit dazu, sondern ich habe es dann einfach gemacht, oder? Weil es, hat ja Sinn gemacht und es dient Gottes Reich. Mhm, klar. Sorry, was war die Frage gewesen? Ja, schon vor allem das. Also, dass eigentlich vieles man vielleicht erst dann erkennt, wenn ja dann auch so ein Einschnitt jetzt, kommt, wie in deinem Fall, oder? Wo Ja, genau, richtig. Und dann also, ich habe es jetzt bei mir gemerkt, wo ich nicht mehr habe können leisten, sind bei mir so, ganz tiefe, fromme, religiöse, Überzeugungen, an die Oberfläche raufgekommen, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dort habe ich meine Meinung dazu, aber wo ich wirklich alles, oder vieles, nicht alles, aber vieles wie normal habe müssen, mit Gott und der Bibel und, Mentoren, durchcatchen, um herauszufinden, wo stehe ich, in diesen, Themen. mhm.
Und lass mich mal schnell kurz das verlassen. Wir kommen dann ein bisschen in ein paar noch Inhalte rein. Du auch vom Inhaltsverzeichnis noch so ein bisschen gerne einen kleinen Überblick probieren zu geben mit dir zusammen, Reto, über das Buch «Mit ganzer Kraft schwach». Aber lass mich zuerst mal noch die andere Ebene ansprechen. Yes, da hier, ja, genau. Wo ich finde auch sehr wichtig ist, einfach mal darüber zu reden, was hat dich denn jetzt dazu gebracht, das Buch zu schreiben und das in dieser Form rauszugeben, wie das jetzt der Fall ist eben. Das ist 'ne gut oder 'ne spannende Geschichte, weil ich habe schon immer gern geschrieben, schon seit klein auf. Ich habe, auch in der Schule gern Aufsätze geschrieben. Ich habe, so 'n Quartierblatt geschrieben auf der Schreibmaschine von meiner Mutter, wo ich dann kopiert habe und verteilt habe in der Nachbarschaft. Also, Schreiben war schon immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe auch relativ früh angefangen mit einem Blog, wo ich immer noch weiterführe beziehungsweise wieder weiterführe seit ein paar Monaten. Und von dem her, das ist wie etwas, wo ich merke, das ist ja auch eine Gabe, wo Gott mir mit auf den Weg gegeben hat. Und ich habe immer wieder auch den Wunsch gehabt, ein Buch zu schreiben und habe dann, das auch mal probiert und, mal 'n Manuskript an einen Verlag geschickt und habe dann nie mehr etwas gehört und habe dann wie gemerkt, eigentlich passt's gar nicht in mein Leben hinein, dass ich, mich noch mit so viel Energie also, dort habe ich's dann wie gemerkt, jetzt, ich mag mich nicht, um das kümmern. Hauptsache, dass jetzt einfach noch ein Buch vom Reto Kaltbrunn auf dem Markt ist und ich habe dann den Traum schweren Herzens auch ein bisschen losgelassen. Also, man könnte fromm sagen, auf den Altar gelegt bei Gott, oder? Mhm. Und, ich habe immer die Möglichkeit gehabt, beim christlichen Männermagazin «Movo», den einen oder anderen Artikel zu schreiben und bin dort auch im Beirat dabei. Und durch, so einen Artikel, der eigentlich schon, älter war, hat eine Lektorin, die beim SCM Verlag arbeitet, das in einem alten Movo-Magazin, 'n Artikel gelesen, eben, auch ich sehe bei dir hinten dran so ein schönes Leuenbild und ich mag mich erinnern, dass der Artikel auch so ein Leuenbild drin hat, weil es eben, da, auch um meinen Crash gegangen ist und wo ich, darüber geschrieben habe, was macht eigentlich ein Mann aus und was ist eigentlich wahre Stärke et cetera, et cetera. Und die Lektorin hat das gelesen und hat dann mich kontaktiert und gefragt, ob ich mir könnte ein Buch schreiben dazu. Und mein Herz hat natürlich auf der einen Seite gehüpft, weil ich gedacht habe, ja, das ist ja der Traum, den ich schon immer hatte. Und jetzt habe ich die komfortable Situation, dass ich sogar von einem Verlag angefragt werde. Aber andererseits habe ich, dann gedacht: „Nein, also, über jedes andere Thema lieber, als über das.“ Schlussendlich habe ich dann gemerkt, es ist wichtig und ich glaube, es ist dran und so ist dann das gekommen, genau. Ich habe auch sehr viel sorry, ich habe auch sehr viel, Notizen mir schon vorher immer gemacht gehabt, meine Fragen prozessiert. Ich habe, so Notizbücher, wo ich jeweils wieder so Erkenntnisse und so aufschreiben und habe dann natürlich auch sehr viel können, wo ich schon vorbereitet in dem Sinn habe, zücken und so dann ein Buch auf dem aufbauen. Hey, ich kann nur sagen, Gott sei Dank gibt es jetzt ein Buch vom Reto Kaltbrunner. Ich habe ja dürfen schon das Manuskript letztes Jahr bekommen, weil ich auch so ein Endorsement, also so ein Textchen dazu nachher geschrieben habe, wo jetzt da im Buchdeckel drauf ist. Und dort schreibe ich das auch. Danke, Reto, dass du uns an deinem ehrlichen Ringen teilhaben lässt. Und mir hat sehr viel, ja, genau, Da mir hat war da habe ich noch weit mit rein, da muss ich so schön, ja, genau. Das ist ja etwas, was ich ja jetzt auch noch nie erlebt habe, aber als ich, darüber schreibe, ich selber bin ja jetzt, einer von denen, übrigens etwa in dem Alter, wo du das schilderst, noch von dem, Lebensgefühl voll im Saft, weisst, und unterwegs. Jetzt ich bin 40 geworden jetzt gerade letztes Jahr und eben an Schreiben hier auch, Leistungsdenken, Wettbewerb, das kenne ich alles zusammen auch sehr gut. Die Art von Männlichkeit eben und von Stärke. Und, genau, und man kann da hier sich sehr, im Herz prüfen und mal ein bisschen ob man auch gesungen ist oder nicht. Ich glaube, das Zielpublikum in erster Linie sind vielleicht schon Menschen, die selber, so etwas erleben wie du jetzt, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, Nicht nur also ich denke, jetzt das Zielpublikum sind sicher Menschen mit chronischen Krankheiten, die
irgendwie einen Glauben an Gott haben oder ihre, Bezugspersonen beziehungsweise ihr Umfeld, weil ich merke, dass, oft auch für das Umfeld schwierig ist, jemanden zu verstehen, wo auch, chronische Schmerzen zum Beispiel hat, oder, wo man ja nicht sieht oder wo man nicht kann in dem Sinn messen. Also meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass Menschen durch das Buch einfach dürfen, ihres Vertrauen in Gott stärken, egal jetzt wie weit weg, dass sie sich würden von Gott nennen. Mhm. Genau. Und was würdest du jetzt heute, natürlich weiss ich da, für das hast du ja das Buch geschrieben, dass du das nicht kurz kannst sagen, aber was würdest du heute so ein bisschen umreissen? Was ist denn wahre Stärke? Ja, wahre Stärke, ich glaube schlussendlich, es geht in die Richtung auch, wie die Definition von Weisheit ist in den Sprüchen, oder? Also alles fängt an mit der Ehrfurcht vor Gott, mit der Erkenntnis vom Herrn. Also wahre Stärke ist für mich eine Person, Mann oder Frau, Kind oder Erwachsen, 'ne Person, die einfach wirklich Gott vertraut und wo man merkt, hey, ähm, ja, dieser Person ist Jesus wirklich das Fundament, Mhm. wo mir dann auch hilft, mein Fundament in Jesus zu finden, zum Beispiel, weil wir ja alle enttäuscht werden von Menschen und also ich würde jetzt, wahre Stärke aus dem Grund auf Beziehung mit Gott, deuten. Mhm. Ja, und du, beschreibst das eben auch schon gerade am Anfang ganz, auf drastische Art, finde ich, wie du eben den Zugang eigentlich zu deinem Herz, zu deiner Gefühlswelt vorher gar nicht so gehabt hast. Und sogar Leute, die eher zögernd und zurückhaltend waren, schreibst du da auf Seite 18, für die hast du kein Verständnis gehabt. Wer nicht Vollgas hat gegeben, der soll sich mal als Beispiel an mich nehmen, oder? Das ist schon von mir aus gesehen etwas ganz, ja, Signifikanz jetzt auch an diesem Buch, einfach deine Reise dort hier drinnen zu sehen, gerade noch als ICF-Pastor. Ja, und ich meine, so Sätze sind für mich schwierig gewesen zum Schreiben, weil sie halt schon, etwas beschreiben, wo Realität ist für mich, was ich heute auch nicht mehr so sexy finde und vielleicht mich auch ein bisschen, ja, dafür schäme, weil ich finde, es tönt auch überheblich und stolz, oder? Wenn ich jetzt mein altes Ich so, mir vorstelle. Mhm. Ähm, und von dem her hat natürlich meine chronische Krankheit auch dem dient, einfach, dass meine Empathie und meine Liebe für Menschen, echter wird. Ja, genau, absolut. Und ich habe ja vorher schon angekündigt, wir gehen noch ein bisschen in die Inhalte rein, was da alles drinsteckt in diesem Buch. Nehmen wir mal einfach das Beispiel Kapitel 4. Ich bin kein Opfer, als Stichwort, wo ich einfach mal so ein bisschen reinwerfe. Was hat das für eine Bedeutung für dich? Genau, also man könnte jetzt meinen, wenn man, den Titel hört: „Ich bin kein Opfer“, dass es so 'ne Repetition ist, von dem, wo man schon hundertmal gehört hat, nämlich, dass man nicht Opfermentalität übernehmen und natürlich, das spielt auch eine Rolle, in dem Kapitel drin. Aber es geht vor allem auch darum, dass es verschiedene, Bedeutungen vom Wort Opfer gibt und das Opfer eben nicht immer negativ ist. Oder in der heutigen Gesellschaft ist ja: „Du bist so ein Opfer“, oder ist es sehr negativ, umgangssprachlich auch, in der Jugendsprache prägt. Aber ein lebendiges Opfer sein, für Jesus zum Beispiel, oder also ich habe mich entschieden, kein Opfer zu sein in dem Sinn von den Umständen oder jetzt von dieser Krankheit, sondern ich will mein Leben als ein lebendiges Opfer hingeben, für den höchsten Gott. Genau, und dort hier kann ich gerade anknüpfen, was ich in meinem Statement zum Buch übrigens auch noch einmal habe, wie angeleitet ist, dass du sagst, sicher ist, dass jeder Leidende einen besonderen Auftrag von Gott bekommen hat. Genau, also eigentlich deine Berufung ist wegen dem jetzt nicht, oder hm, eben die Weg, wo Gott mit dir will gehen, ist jetzt wegen dem nicht einfach kaputt gegangen, oder? Absolut nicht, absolut nicht. Ich kann einfach den Weg nicht mehr so laufen, wie ich mir gewöhnt bin, zu laufen. Und ich muss einfach oder ich habe müssen ein neues Tempo finden, ich habe müssen eine neue Perspektive finden, ähm,
meine Beziehung mit Gott, hat sich verändert. Also jemand, den ich gerne zitiere, ist der Spurgeon. Er hat einen, schönen Kommentar geschrieben zum Psalm 23, der C.H. Spurgeon, einer von der grossen Prediger, aus dem 19. Jahrhundert. Und er hat über den Psalm 23, wie gesagt, einen Kommentar geschrieben und im Psalm 4 heißt ja im Psalm 23, Vers 4 heißt ja: „Und wenn ich auch durch das dunkle Tal gehe, so bist du mit mir.“ Und jetzt in der Elberfelder Übersetzung, wenn ich mich richtig erinnere, heisst es im Tal vom Todesschatten. Das ist ja auch, 'ne mögliche Übersetzung. Und, Spurgeon sagt das so schön, wie wir nicht, also uns bleibt der Weg durch das Tal vom Todesschatten nicht erspart, ähm, aber wir müssen uns daran erinnern, es ist nur der Schatten vom Tod. Und der Schatten von einem Hund hat noch niemand gebissen. Oder der Schatten von weiss ich nicht was, hat noch niemand verschreckt. Und wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist, oder in dem Tal. Und das hat mir mega Hoffnung gegeben, in dem Sinne, dass ich umgedenkt habe von: Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist der Heilige Geist über mir und in mir und vor mir und hinter mir. Und das bedeutet, ich laufe nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wo das eben dann jetzt in meiner Wertung nicht mehr aufgegangen ist, das Denken, weil ich die Energie nicht mehr hatte, wo ich mit der Herrlichkeit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Ziel erreichen, verknüpft habe, habe ich wie ein neues Modell gebraucht, wo ich auch in dem Kommentar vom Spurgeon, fündig geworden bin. Ja, schon sehr stark. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich gehe noch ein bisschen weiter in den Themen, wo ich einfach mal so etwas ein bisschen aufwerfe. Die nächsten sind nämlich zum Beispiel auch fantastische Themen, die wir nicht alle jetzt aufgreifen können. Aber habe ich etwas falsch gemacht? Also die ganze Schuldfrage, die dort hier wirklich beleuchtet ist, von allen Seiten. So habe ich so den Eindruck gehabt, hey, und dann erst es noch ein bisschen so. Und äh, natürlich als Theologe auch so ein relevantes Thema. Oder ich will es auch im Herzen fühlen. Niemand weiß, wie es mir wirklich geht. Finde ich auch noch stark, das einfach mal so zu sagen. Also wie geht man eben, das spricht ja vielleicht auch ein bisschen das an, wie geht man mit jemandem um, wo, oder, eben chronischer Richtig, krank ist. ja. Genau. Und also, ich weiss es einfach aus eigener Erfahrung, man fühlt sich einfach automatisch, wenn du chronisch krank bist oder chronisch Schmerzen hast, du fühlst dich automatisch unverstanden. Mhm. Weil du bist einfach allein in dem hinein, es gibt wenig Leute, die dir wirklich nachempfinden können und die kennst du vielleicht nicht oder noch nicht. Und das Kapitel ist sicher denen gewidmet, die sich oft unverstanden fühlen von ihrem Umfeld, wie auch natürlich am Umfeld, was soll ein bisschen helfen. Genau. Aber ich glaube, auch wenn man das Kapitel gelesen hat, wegen dem kann man nachher nicht, also sich nicht besser einfühlen. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ja. Man fühlt sich immer ein bisschen einsam oder unverstanden in dem Sinne. Ja, So. Ja. glaube ich, ja. Ja. An einem gewissen Punkt, oder, hast du wirklich nur den Jesus, wo du merkst, der versteht mich und der ist mir treu. Und dann gehst du aber im 8. näher zum Thema „Ich bin Teil einer heilenden Gemeinschaft“, wo wieder etwas Hoffnungsvolles völlig durchkommt. Ja, Was steckt dort drinnen noch, Reto? dort steckt einfach die jüdisch-christliche Tradition dahinter, wo schon immer Gott sich in der, Gemeinschaft verherrlicht hat. Ich probiere das dort in diesem Kapitel ein bisschen aufzuzeigen, auch durch die Kirchengeschichte. Und was eben, ja, eben, der Familientisch, die Gemeinschaft, wo man miteinander im Namen von Jesus zusammen hat, wie das auch effektive heilende Wirkung hat. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also Studien, eine Langzeitstudie, die ich erwähne im Buch,
hat das, also die Forscher haben ja mit allem anderen gerechnet, ausser mit dem. Und die haben gemerkt, dass die gute Gemeinschaft mit wohlwollenden Menschen um dich herum, Menschen von so einer Gemeinschaft einfach gesünder sind, als wenn sie oder alleine sind oder mit negativen Menschen, ja. Genau. Und jetzt in deinem Fall, ich meine, das ist auch natürlich ein spannender Punkt, wo du auch mega offen darüber redest und schreibst hier, ist natürlich, wie es mit deiner Ehe näher ist gegangen. Und also ich meine, das Umfeld, das Weitere oder Kirche ist so ein Aspekt, aber natürlich das nächste Umfeld, deine Familie direkt, wo natürlich auch erlebt hat, der Ehemann ist nicht mehr der gleiche und der Papa ist nicht mehr der gleiche. Wie kommen wir ein bisschen zu dem? Ehe hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Ist so ein Titel, wo du dir hier dazu gesetzt hast. Was steckt da drin? Ja, es ist einfach tough, wenn du, also wie ich jetzt, verändert wirst ähm, durch das, dass du eben, du hast einfach nicht mehr die gleiche Energie. Du bist zwar noch die gleiche Person, aber du kannst nicht mehr das Gleiche. Du willst zwar noch das Gleiche, aber du kannst nicht mehr, oder? Und für mich selber ist die Diskrepanz, die Spannung zwischen Wollen und Können, ist heute noch extrem schwierig zum Aushalten. Und ich denke, das kann man auch vergleichen, jetzt mit unserer Ehe, wo, ja, meine Frau, einfach einen anderen Mann geheiratet hat. Das ist einfach die Realität. Und das muss ich auch mir selber eingestehen, ich bin einfach nicht mehr der gleiche und ich muss meiner Frau auch, die Zeit geben, dass sie sich an einen neuen Reto gewöhnen kann, dass sie sich an in neue Reto verlieben, oder? Dass sie kann, was auch immer. Es ist Mhm. einfach eine andere Situation und man muss sich wirklich a an das gewöhnen. Ja. Was mir dann nachher hat spannend dünkt, wenn ich gelesen habe, dass du auch eben dort wieder das Positive daraus hast auch können spüren oder ja, eben raus schaffen, fast ein bisschen, auch durch Tagebuch und alles drum und dran, dass zum Beispiel eigentlich eine Beziehung zu deinen Kindern tiefer geworden ist oder, und inniger geworden ist, oder sogar durch das, Ja. intimer. Ja. Ja, und zwar aus dem Grund, dass ich einfach, viel mehr daheim bin, durch das, dass ich auch ein paar Monate wirklich ans Bett gebunden bin und meine Söhne mich besucht haben im Zimmer und wir miteinander geredet haben. Und ja, sie haben mich besser kennengelernt, ich habe sie besser kennengelernt. Das ist sicher, 'n mega Vorteil. Und ich muss immer aufpassen, oder, dass ich nicht, zu fest positive Sachen interpretiere, sondern auch mal kann dort stehen bleiben und sagen: „Es ist einfach eine Scheiß-Situation und es geht mir schlecht.“ Aber das ist definitiv ein Vorteil, der nicht an den Haaren herbeizogen ist. Wo zwar schade ist, dass ich es jetzt auf die Art, habe müssen erleben. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich es hätte können im gesunden Zustand, also die Beziehungen zu meinen Söhnen auch, was ich glaube, was nicht unbedingt einfach nicht passiert wäre, aber Mhm. sicher nicht in dem Maß, wie ich es jetzt erlebt habe. Genau. Das jetzt begleitet ist von dem Schmerz, ja, das ist und das bleibt eben, du sagst es richtig, das muss man immer noch weiterhin benennen als das, was natürlich, du wahrscheinlich auch immer noch hoffst und betest, dass das könnte weggehen, oder? Also, das Thema Heilung haben wir jetzt, gar noch nicht gross, angesprochen, was natürlich immer dort hier drinnen die grosse Thematik ist ja im Vortitel so eben, Gottes Stärke und unser Glaube, wenn Heilung ausbleibt. Und das letzte Kapitel ist dann auch mit Gott ist alles möglich. Also wie ist das dort hier auch aktuell, das Spannungsfeld und wie du damit umgehst? Also, das Spannungsfeld zwischen dem Glauben einerseits Glauben, Wissen, tief drin damit rechnen, dass Gott mich heilt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite können akzeptieren und sagen, eben: „Ich bin schwach, ich bin krank, ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr, gleich wie früher. Es ist jetzt ein anderes Leben.“ Ich merke, diese Spannung hebt sich auf in der Beziehung zu Jesus. Dort, wo einfach, das Vertrauen zu Gott, wie nicht mehr abhängig ist von anderen, von äußeren Umständen.
Ähm, oder wir sind die Menschen, die Jesus nie gesehen haben und Jesus nennt uns besonders gesegnet, weil wir trotzdem an ihn glauben, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Und es gab für mich so ein bisschen das rein, wo ich merke, ich selber kann die Spannung nicht aufheben, weil, für mich ist es schwierig und für mich wird es auch immer schwierig bleiben. Aber ich merke, wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze und weiss, hey, er weiß, was er macht, dann brauche ich wie gar keine Gründe mehr, warum ist das jetzt so und wie sieht es dann in Zukunft aus und so weiter und so fort. Dann kann ich einfach mal zur Ruhe kommen. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch das, wo du das Buch damit ein Stück weit beendest, gell, dann, wo du ein bisschen den Abschluss dann eben gesucht oder gefunden hast mit diesen Gedanken oder dieser so Haltung können, genau, das dem Leser oder der Leserin weiterzugeben. Ja, Ja. das ist richtig, weil ich meine, Maria und Martha, wo ihr Bruder der Lazarus gestorben ist, also da ist ja ihr Konzept von Jesus, dem Messias, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz aufgegangen im ersten Moment, oder? Dann ist er irgendwo kommt er nicht sofort, oder, wie man es eigentlich von ihm erwartet hätte. Dann nachher ist der Lazarus schon tot und dann fragt ja Jesus Maria: „Glaubst du, dass ich, kann neues Leben schenken und vom Tod auferwecken?“ Und mit dem beende ich dann eigentlich auch das Buch, weil es genau um den Glauben geht. Mhm. Ich glaube, es geht nicht darum, ob wir es hier und jetzt erleben, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir unsere Beziehung zu Jesus durch Sachen, die nicht so kommen, wie wir es gerne hätten, nicht, zerstören lassen, sondern im Gegenteil, sie sollen unsere Beziehung zu Jesus vertiefen. Ja, herzlichen Dank, Reto, dass wir so nochmal können, oder ja, jetzt für die, die vielleicht gewungen geworden sind aufgrund vom Titel hier heute oder das Buch vielleicht schon gesehen haben irgendwo, dass jetzt das erschienen ist, doch ein bisschen mehr schon gespürt haben, was das ist. Und ich würde eigentlich gerne schließen. Ich habe sehr mich damit auseinandergesetzt, noch im alten Jahr eben, wie gesagt, auch für können, ja, etwas mitzugeben, was ich erlebt habe jetzt, wenn ich auch deine Geschichte habe wirken auf mich. Und da zitiere ich einfach noch mein eigenes so Zitat gerne zum Schluss, weil ich denke, das ist so, wie ich dich schon erlebt habe früher. Du hattest schon als junger Pastor einen reflektierten Blick aufs Leben. So habe ich dich wirklich erlebt. Ich finde, du bist dort eigentlich fast sogar selbstkritisch, mega selbstkritisch in deinem Buch. Und nun hast du durch deine Krankheitserfahrung noch mehr an Tiefe und Schärfe gewonnen. Das spürt man sowohl in persönlichen Begegnungen mit dir als auch beim Lesen dieses wertvollen Buches. Und ich danke dir ganz herzlich einfach, dass du hast, all deine innersten Gefühle und Gedanken teilt in diesem Buch und hoffe, dass es eine mega Reichweite wird geben und ganz vielen Menschen kann zur Ermutigung dienen. Mhm. Hey, Ja, das hoffe ich auch und ich danke dir vielmals für die Gelegenheit. Ich danke dir auch, Flo, dass du ein Endorsement geschrieben hast und so auch das Buch, unterstützt hast, jetzt auch für das Video. Und, alle die mal wollen einfach, reinschauen ins Buch, die können das erste Kapitel gratis lesen. Wenn sie auf meinem Blog ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, dann, kommt man einen Link über, wo man dann das erste Kapitel einfach mal Test lesen kann. Also einfach so als Angebot. sehr cool. Selbstverständlich tun wir den Link zu dem Blog vom Reto Kaltbrunner der auch noch gerade in Video beschreibt, dass es euch möglichst einfach fällt, jetzt dort hier gleich weiterzukommen und nachher eben zu dem ersten Kapitel als Probeteil, so, wo ihr könnt lesen, einfach mal zu kommen und dort hier ein bisschen mehr noch ja, reinzudenken oder vielleicht dann nachher auch schlussendlich das ganze Buch zu besorgen. Ich empfehle euch sehr. Danke vielmals für euer Interesse und wir wünschen euch noch einen gesegneten Tag, gute Zeit. Wir sehen uns schon gleich wieder zu einem anderen spannenden Thema hier. Bye bye.